Come on. Wer von euch war wie ich im Schweizer Militär? Hand hoch. Für mich waren die ersten 3 Wochen im Militär die anstrengendsten in der ganzen Militärzeit überhaupt. Es waren nicht die Märsche, es waren auch nicht die sinnlosen Übungen und der Schlafmangel, sondern es war meine Angst, weitermachen zu müssen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber im Schweizer Militär kannst du gezwungen werden, in die Unteroffizier- oder Offiziersschule gehen zu müssen. Also die Leute, die können für dich, rechtlich gesehen ist das irgendwie legitim, die dürfen für dich unterschreiben und dann bedeutet das, dass du mehr als doppelt so lange im Militär bleiben musst. Weil sie haben einen Mangel. Und für mich war das das Worst-Case-Szenario, selbst weitermachen zu müssen. Deswegen habe ich mich informiert, wie kann ich das verhindern? Und ich habe jemanden getroffen, der hat mir folgende 3 Tipps gegeben. Du darfst jetzt gerne mitschreiben, wenn dir das bevorsteht. Erstens, melde dich nie freiwillig. Melde dich nie freiwillig. Sonst wirkst du motiviert und du zeigst Initiative und dein Leiterschaftspotenzial wird gesehen. Zweitens, gehöre nie zu den Ersten, egal bei was ihr tut. Sei nie der Erste, auch nicht der Zweite, sondern auch nicht der Letzte, das fällt auch ein bisschen zu versagen, aber so im letzten Drittel. Und drittens, mach ab und zu einen dummen Fehler und tu so, als hättest du es nicht besser gewusst. So, diese 3 Tipps helfen dir, unter dem Radar zu bleiben und nicht gezwungen zu werden. Und das habe ich mir zu Herzen genommen, 3 Wochen lang, weil in den ersten 3 Wochen wird entschieden, ob du weitermachen musst. 3 Wochen lang habe ich mich dumm gestellt, habe mich nie gemeldet, war nie der Erste, habe nie die Initiative ergriffen und habe versucht, im Hintergrund zu bleiben. Ein Beispiel war zum Beispiel, wir waren auf einem Schießstand oder auf einem Platz, Waffenplatz und am Ende des Tages mussten wir zurück in die Kaserne marschieren. Und ich wurde von meinem Offizier dazu berufen, den Zug von 30 Rekruten zurückzuführen. Rekrut Saladin, bitte antreten. Ich habe, was kommt jetzt? Sie werden diesen Zug, 30 Leute, in Reih und Glied, in Ordnung, von hier 1 Stunde in die Kaserne führen. Befehl verstanden? Ja. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt einen guten Job mache, dann stehe ich auf der Liste. Und ich wollte das mit allem in mir verhindern. Deswegen habe ich diese Wanderung oder diesen Marsch ein wenig dem Zufall überlassen. Im vollen Bewusstsein, dass ich eine Schelte empfangen werde, wenn wir zu Hause in der Kaserne ankommen. Und ich sage dir, ich war in Liestal in der Rekrutenschule, du hast in Liestal noch nie eine wie sagt man das auf Deutsch? Zusammenhangloseste Horde von Rekruten gesehen, wie dort. Es war keine Zweierkolonne, es war ein ellenlanger Zug, das war die Fasnacht, eine Horde von unorganisierten Rekruten und wir sind da durch die Stadt gelaufen und ich habe gedacht, ich nehme das jetzt auf mich. Und der Offizier hat mich natürlich angeschrien und gesagt, was soll das und so, du hattest einen Befehl, Verordnung zu schauen. Und ich so, ja, irgendwie so halt, oder? Und dann hat er mich gefragt, Rekrut Saladin, wie viele Rekruten sind anwesend? Und ich habe gesagt, ich glaube 30. Glauben kann man in der Kirche, Rekrut Saladin. Und er hat mich gescholten. Aber das war, ich wusste, ich darf nicht positiv auffallen. Das hat insofern geklappt, ich hatte dann mein klärendes, entscheidende Gespräch. Jeder Rekrut muss durch dieses entscheidende Gespräch mit dem Hauptmann, wo dann definiert wird, musst du weitermachen oder nicht. Und ich habe mich dann 1 Woche lang nicht geduscht vor diesem Gespräch. Ich habe wie sonst auch, aber ich habe meine Brille 1 Woche lang nicht geputzt, meine Haare waren zersaust und so weiter. Und er hat mich gefragt, ja, wie geht's Ihnen so? Und ich habe gesagt, ja, nicht so gut.
Ich bin sehr gestresst und ich habe ja nicht gelogen und so. Es geht mir nicht. Und dann hat er gefragt, ja, was haben Sie denn so für Hobbys? Und dann habe ich gesagt, Bücher lesen. Ich möchte gerne Theologie studieren. Es kam dann so weit, dass er Mitleid mit mir hatte und mich mit Herr Saladin angesprochen, meine Schultern berührt und gesagt, Herr Saladin, keine Angst, Sie müssen nicht weitermachen. Und das war der schönste Moment im ganzen Militär für mich, weil das war die Erleichterung schlechthin. Aber ich sag dir was, diese ersten 3 Wochen waren die anstrengendsten Wochen im ganzen Militär. Nicht wegen den Märschen oder wegen dem Schlafmangel, sondern einfach, weil ich 3 Wochen mich verstellen musste. 3 Wochen musste ich jemanden sein, der ich nicht bin. Ich bin von meiner Natur aus jemand, der gerne Verantwortung übernimmt, der gerne Initiative zeigt. Ich leite gerne, ich sehe Mangel und so weiter. Ich musste mich 3 Wochen lang verstellen und das war so anstrengend. Das ging wirklich an die Substanz. Heute starten wir in eine neue Predigtreihe, die heißt Salz und Licht. Mutig Christ sein. In der Serie geht es darum, dass wir unsere Identität, die Jesus uns Christen zuspricht, neu verstehen und dass wir diese mutig ausleben dürfen. Und wir haben schon in dem Teaser gesehen, ein paar Sätze von Jesus, ich möchte sie euch vorlesen, um die es in der ganzen Serie geht. Matthäus 5, 13 bis 16. Dort sagt Jesus zu Christen, zu dir und mir, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man dann salzen? Es taugt zu nichts mehr, man wirft es weg und die Leute zertreten es. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus spricht seinen Nachfolgern zu. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Salz war damals unheimlich wertvoll, weil Salz hat eine reinigende, konservierende Funktion. Und wenn du dich mit Kochen auskennst, dann weißt du, dass Salz den Eigengeschmack eines Gerichtes hervorbringen kann. Salz war damals viel wertvoller und seltener als heute. Und wir sind nicht einfach ein Salz, sagt Jesus, sondern wir sind das Salz der Erde. Das heißt, wir haben in dieser Welt eine reinigende, konservierende, geschmackshervorbringende Funktion, damit der Geschmack, das Gute in dieser Welt noch deutlicher wird. Und dann sagt er auch, ihr seid das Licht der Welt. Und das ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass Jesus sich selbst als Licht der Welt bezeichnet hat. Johannes 8, Vers 12. Jesus sagt dort, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Christen sind nicht irgendein Licht, sie sind das Licht der Welt, weil Jesus in ihnen lebt. Und Licht hat eine unglaublich tolle Funktion. Licht wärmt zum einen, oder? Licht macht hell. Das heißt, Licht eröffnet Perspektiven. Licht bringt Klarheit. Licht bringt Hoffnung. Und wenn du was von Physik verstehst, dann weißt du auch, dass Licht die Farben der Gegenstände erst zum Vorschein bringt, zum Leuchten bringt. Das, wie beim Salz der Fall ist, dass der Eigengeschmack des Materials oder des Essens hervorgebracht wird, geschieht in ähnlicher Weise beim Licht auch. Dinge, die farbig sind, wären ohne Licht nicht farbig, sie wären dunkel. Und wir haben eine wunderbare Job Description von Jesus bekommen. Wir sind Salz und wir sind Licht in dieser Welt. Ich möchte heute darüber sprechen,
wie das geht. Also wie können wir salzig sein und wie können wir leuchten als Christen? Und ich möchte heute über 2 Hindernisse sprechen, warum wir das so oft nicht in diesem Maße tun. Zuerst fangen wir an, wie das geht. Wie können wir leuchten? Wie können wir salzig sein? Und Jesus sagt uns das im letzten Vers. Durch unsere guten Werke. Ich möchte Vers 16 vorlesen, Matthäus 5, Vers 16. Euer Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn du und ich als Salz und Licht in dieser Welt wirksam sind, dann zeigt sich das in guten Werken, sagt Jesus. Guten Werken. Und diese guten Werke sind ein Zeugnis, die auf Gott hinweisen und die Menschen die Größe und Liebe von Gott erkennen lassen und ihn dann preisen. Okay. Und wenn die Bibel von guten Werken redet, dann haben wir oft ein Missverständnis. Gute Werke bedeutet nicht moralisch gutes Handeln. Das schon auch, aber gute Werke bedeutet im Neuen Testament konkrete, praktische Hilfe für andere Menschen, besonders für Bedürftige. Gute Werke in der Bibel ist wie ein Sammelbegriff für soziales Engagement, für Armenfürsorge, Gastfreundschaft und Krankenpflege. Das ist ein Überbegriff für gute Werke. Und das war genau das, was die ersten Christen ausgezeichnet hat. Die guten Werke waren das, was die ersten Christen attraktiv gemacht hat. Es waren die Christen, die eine radikale Nächstenliebe hatte, die sich nicht nur eben für die eigene Familie eingesetzt haben, sondern auch für Fremde, für Außenstehende, sogar für Feinde. Es waren Christen, die in der römischen Zeit, als die Pest ausgebrochen ist, als einzige zurückgeblieben sind, um sich um die Krankenverseuchten zu kümmern. Es waren die Christen, die die Gefangenen und die Sklaven besucht haben. Es waren die Christen, die die Waisenkinder von den Straßen aufgelesen haben und gepflegt haben. Es waren die Christen und das ist es, was es heißt, Salz und Licht zu sein, sagt Jesus. Salz und Licht sein. Und Jesus sagt jetzt, was nützt es, wenn Salz nicht mehr salzig ist? Dann ist dieses Salz nutzlos. Man wirft es weg, man zertritt es. In anderen Worten, jetzt mal auf uns übersetzt, wenn Christen ihre Berufung vergessen, gute Werke zu vollbringen, sind sie in dieser Welt nutzlos. Wenn Christen ihre Berufung vergessen, diese gute Werke zu verkörpern, braucht es keine Christen in dieser Welt. Das ist so das, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Und das Spannende ist, wenn man zurück in die Chemie oder Physik geht, dann weiß man, dass eigentlich Salz seine Salzigkeit gar nicht verlieren kann. Salz ist Salz. Salz ist salzig. Salz kann vielleicht verunreinigt werden, wenn es bei der Lagerung nass wird oder andere Stoffe da reinkommen, dann ist es nicht mehr so salzig. Aber Salz in seiner reinen Form ist salzig. Und ich glaube, Jesus möchte hier auf die Absurdität anspielen, wenn Christen nicht mehr gute Werke machen. Das ist absurd. Genauso absurd wie eine Lampe genommen wird, in einen dunklen Raum gestellt wird, dann leuchtet das und der Raum wird hell und dann legt man einen Scheffel drüber. Wer macht sowas? Sagt Jesus, das ist absurd. Und Jesus, ich glaube, provoziert dich und mich und die Jünger damals, das ist absurd. Das ist absurd, weil das entspricht dir. Das gehört zu deiner Identität. Jetzt, ich habe gesagt, ich möchte über Hindernisse sprechen, wieso wir das zulassen. Ich habe gesagt, es ist absurd und ich habe mir überlegt, wie kann ich das zum Ausdruck bringen, damit ihr das nie mehr vergesst.
Und ich möchte über zwei Hindernisse sprechen. Erstens eine Entsalzungsanlage und ein Scheffel aus Absurdistan, oder? Also eine Entsalzungsanlage und ein Scheffel aus Absurdistan, weil es ist absurd, wenn das geschieht. Es ist absurd, wenn Salz nicht mehr salzig ist und Licht nicht mehr leuchtet. Und Absurdistan ist ein Land, nee, das ist kein Land, aber das ist absurd, du hast es verstanden. Okay. Und Punkt Nummer 1, warum ich denke, wir das oft verpassen, ist ein mangelndes Verständnis über unsere Identität als Christen. Ein mangelndes Verständnis über deine und meine Identität als Christen ist ein Hinderungsgrund oder eine Entsalzungsanlage oder ein Scheffel aus Absurdistan. Ich finde das so bemerkenswert, wenn wir Jesus hören. Er sagt, ihr seid das. Ihr seid Salz. Ihr seid Licht. Er sagt nicht, ihr müsst euch anstrengen, damit ihr das werdet. Versteht ihr den Unterschied? Jesus spricht den Nachfolgern zu, das ist bereits eure Identität. Ihr seid Salz, ihr seid Licht. Oft klingen diese Worte von Jesus wie ein Appell, oder? Oh, ich muss auch noch Salz sein. Oh, ich muss auch noch Licht sein. Oh, ist das anstrengend. Und ich sage dir, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir das nicht ausleben mit den guten Werken, wird Christsein anstrengend, weil es nicht unserer Identität entspricht. Du bist dazu berufen, du bist dazu geschaffen, zu leuchten, salzig zu sein. Und wenn wir das tun, ist das alles andere als absurd. Dann tun wir das, wozu wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir reflektieren seine Güte in diese Welt. Es wird komisch, wenn wir es nicht tun und anstrengen. Hier werden wir wirklich lebendig. Und ich bin überzeugt, ich bin wirklich der Meinung, ob du deine Berufung als Salz und Licht wirklich lebst, hat maßgeblich damit zu tun, inwiefern du dir dieser krassen Zusage bewusst bist in deinem Alltag. Glaubst du, dass Gott durch dich ein Segen ist dort, wo du bist? Nicht glaubst du, dass Gott ein Segen sein möchte durch dich. Glaubst du, dass dort, wo du bist, du von Gott ein Segen bist. Du bist Salz dort, wo du bist. Du bist Licht. Du bringst das Gute in diese Welt hervor. Du reinigst, du konservierst, du bringst Wärme, du bringst Klarheit, du bringst Hoffnung. Das ist das, wer du bist. Und wir laufen so schnell in der Gefahr, diese Bestimmung und Berufung zu vergessen. Und wenn wir das tun, geschieht etwas ganz Absurdes. Wir werden so zu einer cozy Church, so eine Gemütlichkeitskirche. Und ich brauche einen Freiwilligen jetzt, und das ist der liebe Raffi Caruso. Genau. Komm bitte schnell auf die Bühne. Applaus für Raffi. Yes. Du darfst jetzt den Scheffel anziehen. Genau. Willkommen in Absurdistan. Es ist sehr komisch. Also. Das ist aber schön hier drin. Oh, super, wow. Hey. Schau mal diese schönen Farben, schön grau angemalt. Schöne, warme Grautöne, ja. Ja. Aber es wäre schon gut, wenn wir ein bisschen hellere Farben verwenden würden, dass es uns hier drinnen wohler ist. Ja, ja. Ist okay. Und könntest du vielleicht schauen, dass wir, wenn wir Worship-Sets haben, dass wir mindestens 2 schweizerdeutsche Songs haben und 2 englische, also die berühmten, die aktuellen, einfach, dass wir aktuell sind. Ja, so. Ja, ist ganz wichtig. Cool. Und vielleicht an Weihnachten unbedingt klassische Weihnachtslieder singen. Einfach, weil wir brauchen so ein Heimatgefühl auch, das ist ganz wichtig. Ja, und, so sein. Ja. Machen wir. Aber wir haben es schon gut hier drin, oder? Das ist schon. Ja, vielleicht könnten wir noch dem Mittagessen-Team sagen, dass sie auch nicht so scharf kochen sollen, weil einfach, ja, dass auch die Kinder wohl sind. Ja. Dass es alle mögen. Dass es alle mögen. Ja, cool. Pommes, Nuggets. Ja. Okay.
Aber uns geht es schon gut hier drin. Wir sind so nahe und so. Es ist auch gar nicht komisch, ja, wenn du so nahe bei meinem Gesicht bist. Ja. Ja, schön hier drin. Ja. Eigentlich könnten wir jeden Tag in der Kirche sein. Das wäre eigentlich mega schön. Dann wären wir auch beschützt hier. Dann müssten wir keinen Helm anziehen, wenn wir Fahrrad fahren. Dann können wir einfach so. Du und ich so. Ja, mega schön. Auch das Echo hier drin, das gefällt mir. Das ist so eine Echokammer. So, wenn wir uns immer einig sind über alles. Ich liebe das einfach. Es ist so schön. Ja. Das ist absurd, versteht ihr? Und komisch. Danke, Raffi. Applaus für Raffi. Das ist absurd. Wir existieren als Kirche nicht für uns selbst. Wir als Christen existieren nicht um unser Selbstwillen, sondern für Menschen, die den Vater im Himmel noch nicht preisen. Und einfach so als Newsflash, es gibt noch ganz viele Menschen, die Gott noch nicht kennen und ihn noch nicht preisen. Und es wird so absurd, wenn wir uns als Kirche nach innen fokussieren. Nicht, dass ein Weihnachtslied an Christmas kommen soll oder das Mittagessen nicht scharf sei. Das sind ja alles berechtigte Dinge. Aber wir müssen nicht vergessen, dass wir berufen sind als Salz der Welt und Licht der Welt. Nicht für unser altes Kraftwerk. Amen. Ich mache dir ein Beispiel, wie wir unsere Identität oft verpassen können. Und das ist bei mir persönlich geschehen. In ein paar Monaten findet hier in Basel der ESC statt, der Eurovision Song Contest. Und das ist gleich hier um die Ecke, also ein paar hundert Meter von unserer Kirche weit entfernt. Und ich bin jetzt ehrlich mit dir und wir sind jetzt unter uns, okay? Ich bin kein Fan. Das ist meine persönliche Meinung. Du kannst Fan sein. Ich weiß, wir haben Leute, die mich jetzt nachher steinigen, weil sie das toll finden, dass die jetzt hier sind. Okay, das ist gut. Es ist meine persönliche Meinung. Ich bin nicht Fan, weil ich höre nicht gerne Musik. Ich finde das auch mühsam, wenn das ideologisch und politisch aufgeladen wird. Und das Erste, als ich gehört habe, dass Basel jetzt ausgewählt wurde, war, nein, dann haben wir sicher Blockaden hier mit dem Verkehr, dann können unsere Leute nicht parkieren. Und das wird nur kompliziert. Das war meine erste Reaktion und ich war in meiner Racco-Kiste drin. Aber Gott hat mich korrigiert in diesem Moment. Es ist wie, als hätte Gott gesagt, jetzt kommen tausende Leute aus ganz Europa, tausende Menschen nach Basel, neben eurer Kirche. Tausende Menschen, die ich liebe. Liebst du die nicht? Das ist eine Chance für Christen, die wissen, dass sie Licht und Salz sind. Sehen so einen Event nicht als Bedrohung an. Und ich möchte das bewusst jetzt mal aussprechen, weil ich habe das immer wieder wahrgenommen in christlichen Kreisen. ESC, ja, wir müssen dagegen beten und weißt du, da ist vielleicht auch gar nicht alles richtig, was dort läuft, aber unsere Aufgabe ist doch nicht zu verurteilen, sondern die Liebe Gottes spürbar werden zu lassen. Seit wann ist Dunkelheit eine Gefahr für Licht? Verstehst du? Wenn wir uns diese Identität bewusst sind, dann ist das eine wunderbare Chance, die wir sehen sollen und die Menschen lieben sollen mit unseren guten Werken. Und wenn du gemerkt hast, dass dein erster Impuls war, ach nein, dann darfst du wie ich Buße tun und dich umdrehen und dich ausrichten hin zu der Liebe Gottes für diese Menschen, die hier hinkommen.
Das ist so ein Beispiel dafür, wenn wir diese Identität ein bisschen vergessen haben. Und der zweite Punkt aus Absurdistan ist Menschenfurcht. Das zweite Hindernis, warum du und ich manchmal nicht mehr salzig sind und nicht mehr so leuchten, ist Menschenfurcht. Menschenfurcht. Wir haben gehört, Jesus hat gesagt, wir sollen durch unsere guten Werke scheinen. Aber ich sage dir was, wir sollen das auch durch unsere Worte tun. Franz von Assisi, der Gründer des Franziskanerordens im 13. Jahrhundert, war bekannt für seine guten Werke, war bekannt für seine Wohltätigkeit, dass er sich hingegeben hat für die Armen. Und ihm wird folgendes Zitat zugeschrieben. Er hat gesagt, predige das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Predige das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Und ich möchte heute diese Gelegenheit nutzen, hier deutlich zu widersprechen. Das ist ein angenehmer Satz, der aber falsch ist. Erstens, weil Franz von Assisi das nie gesagt hat. Es gibt keinen einzigen Beleg, der das auf ihn zurückführt. Zweitens, Franz von Assisi hat sich hingegeben für Arme und für Bedürftige, aber hat gleichzeitig das Evangelium mutig gepredigt. Er ist von Dorf zu Dorf gegangen, hat gepredigt und zur Umkehr aufgerufen. Er hat nicht nur in Taten gelebt, was er verstanden hat, sondern auch in Worten. Ich möchte das wirklich bewusst so betonen, weil manchmal denken wir können das Evangelium predigen nur mit guten Werken. Und das ist falsch. Du kannst das Evangelium nicht nur mit guten Werken predigen. Du musst deinen Mund gebrauchen. Wir leben in einer Zeit, in der das christliche Erbe der guten Werke losgekoppelt worden ist vom Christsein. Und die sozialen Institutionen, die ja wirklich ein Segen sind, das wurde alles verstaatlicht. Und jetzt hat das wie nicht mehr direkt was mit der Kirche zu tun. Spitäler, Waisenhäuser, Schulen und so weiter. Und das ist, Halleluja ist das geschehen, Halleluja. Aber jetzt haben wir die Situation, und das ist meine Meinung, in unseren Breitengraden, in der Christen nicht mehr den Namen von Jesus aussprechen, weil ihnen das Ansehen beim Menschen wichtiger ist als das Ansehen bei Gott. Ich weiß, bis hierhin habt ihr mich gemocht und es war alles gut. Ja, gute Werke, ja, machen wir, ja, komm. Und jetzt geht es aber um unsere Proklamation. Verstehst du? Ich sage nicht, dass unsere guten Werke, die guten Werke in dieser Welt nur dann Gültigkeit haben, wenn man auch noch den Namen Jesus dranhängt. Nein, du verstehst mich falsch. Gute Werke haben einen Wert an und für sich. Die sind Hammer. Halleluja gibt's die. Halleluja gibt's die. Aber du und ich, wir müssen uns ehrlich fragen, warum wir oft darauf verzichten, uns zu Jesus zu bekennen. Gute Werke, ja, finden wir alle gut. Finden wir alle gut. Da hat niemand was dagegen. Aber sprich mal den Namen von Jesus aus. Und plötzlich finden es alle doof. Du kannst sagen, ich umarme in meiner Freizeit Bäume und bekomme Frieden dadurch. Und alle sagen, das ist schön. Wenn dir das hilft, das kannst du sagen, kein Problem. Gute Werke machen, Hauptsache gute Werke, kannst auch Bäume umarmen. Aber du kannst gute Werke machen und dann sagen, ich folge Jesus Christus. Und dann bist du der Weirde im Raum. Und das ist nicht richtig. Vielleicht ist es richtig, vielleicht gehört das zu unserer Berufung dazu. Jesus hat gesagt, wenn wir uns schämen für seinen Namen, wird er sich schämen vor Gott, dem letzten Gericht. Ob wir das mögen oder nicht,
wir sind nicht nur berufen, gute Werke zu vollbringen, sondern auch Jesus mit unseren Worten zu bekennen. Denn schau, Jesus ist der Grund, warum es heute Waisenhäuser gibt. Jesus ist der Grund, warum es Schulen gibt. Jesus ist der Grund, warum es Krankenhäuser gibt. Jesus ist der Grund, warum es Menschenrechte gibt. Und wir leben in einer Zeit, in der wir das christliche Erbe aushöhlen und denken, ja, nein, Jesus ist größer als das. Wir müssen ihn nicht bekennen. Er macht das. Es ist alles, das sind die guten Werke. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Wir sind dazu berufen, mit unseren Worten Jesus zu bekennen. Und ich sage mit dem nicht, wir müssen jedes Mal, wenn wir jemandem begegnen oder irgendwie eine Begegnung haben, mit Jesus in die Tür reinfallen. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Das ist auch komisch. Es braucht die guten Werke, weil wenn du nur gute Worte hast, das ist auch komisch, wenn du keine guten Werke hast. Verstehst du? Aber ich sage nur, lasst uns nicht schweigen. Nur weil wir Menschenfurcht haben. Und das mag vielleicht für dich ein anderer Grund sein. Ich sage dir, ich musste lernen, meine Menschenfurcht diesbezüglich abzulegen. Weil man wird komisch angeschaut, wenn man über Jesus redet. Lasst uns für alle anderen Dinge demütiger sein und bescheidener sein und sagen, ja, das ist Ansichtssache und hier kann man es so sehen und differenziert, aber nicht beim Namen von Jesus. Ich bekenne den offen und ehrlich und wenn du ein Problem damit hast, dann fühle ich mich gesegnet. Weil Jesus hat gesagt, euch wird Widerstand widerfahren, wenn ihr mir nachfolgt. Versteht ihr? So, die Predigt hat einen anderen Twist genommen, ich weiß. Die ersten Jünger, die ersten Christen, die haben gepredigt von Jesus. Die haben gute Werke vollbracht und sie nahmen zu an Ansehen unter dem ganzen Volk. Das darf so geschehen. Aber dann hatten die religiösen Eliten etwas dagegen, dass sie den Namen Jesus verwenden. Ihr dürft predigen, ihr dürft auch gute Werke vollbringen, aber euch ist verboten, über Jesus zu reden. Und dann sagt Petrus und die Apostel in der Apostelgeschichte 5, Vers 29 folgendes. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dieser Jesus hat dich und mich dazu beauftragt, von ihm zu reden. Nicht nur zu werken, das auch, aber auch zu reden. Jetzt, ich versuche es mal anders zu formulieren. Wenn du nie Farbe bekennst und nur gute Werke vollbringst, wie sollen dann Menschen jemals den Vater im Himmel preisen, wenn sie nicht wissen, dass das, was geschehen ist, im Namen von Jesus geschehen ist? Ich glaube, wir steuern in eine Richtung als Gesellschaft, auch als Christentum, die nicht gesund ist diesbezüglich. Lasst uns mutig sein, Jesus bekennen und gute Werke vollbringen. Und ich glaube, Menschenfurcht ist das größte Hindernis. Das ist absurd. Ich möchte Gott mehr gehorchen als Menschen. Und wenn du merkst, dass du wachsen möchtest in diesem Bereich, nicht nur mit deinen Werken, guten Werken, sondern auch mit deinen Worten, dann komm in das Basic Gospel Training. Das findet bald statt in ein paar Wochen, wo es darum geht, Jesus in deinem Alltag relevant mit deinen Worten verständlich zu machen. Und ich musste das selbst lernen und wir haben diesen Kurs aufgegliedert. Das ist ein interaktiver Kurs, wo es auch darum geht, eine Menschenfurcht abzulegen und Jesus in einer Art und Weise über ihn zu sprechen, in der es Sinn ergibt für den Nächsten. Also komm dorthin. Basic Gospel Training. Ich möchte schließen mit einer Story. Wir waren vor ungefähr 1,5 Jahren in Mallorca. Wir waren als Pastoren unterwegs auf einem Retreat und wir waren 6 Pastoren, wir hatten eine Woche ein Retreat und ein Tag war wie frei und wir haben uns zu 6 entschieden, wir mieten ein Boot und fahren im Mittelmeer herum, genießen den Tag. Die Idee war wirklich zur Ruhe zu kommen, füreinander zu beten, füreinander da zu sein und einfach eine schöne Zeit zu haben. Das war die Idee. Und wir haben dieses Boot gemietet und mit diesem Boot, wenn du keinen Führerschein hast, musst du auch noch einen Skipper mieten.
Also ein Skipper ist derjenige, der das Boot steuern kann. Und wir sind dann da auf dieses Boot gestiegen, 6 Pastoren. Der Dani Lipp war noch dabei, die Celeste. Und als wir da auf dieses Boot gestiegen sind und wir dem Skipper, Carlos hieß der, Hallo gesagt haben, kam mir ein Gedanke. Mein Gedanke war, wäre das jetzt nicht absurd, wenn wir einen ganzen Tag mit diesem Skipper auf diesem Boot sind und der nicht weg kann? Wäre das nicht absurd, wenn er nicht mit Jesus in Berührung kommen würde und nicht von ihm hören würde? Das wäre doch absurd. Weil ich muss dir ehrlich sagen, in diesem Moment hatte ich keine Lust. Ich war im Chiller-Modus. Ich hatte einfach meinen Fokus auf uns gerichtet. Wir, unsere Racco-Kiste, wir hatten es schön, wir wollten füreinander da sein. Ich hatte keine Lust, mit dem irgendwie zu reden, außer Smalltalk. Ich bin ehrlich. Und dann höre ich, wie Dani Lipp mit ihm spricht und sagt, ja, wir sind alles Pastoren. Und ich so, nein. Wir sind Pastoren, wir kommen aus der Schweiz, wir haben eine Woche hier und so weiter. Und ich so, Und dann einfach hatten wir es gut miteinander, wir waren lieb zu ihm, obviously, oder? Und dann hat Dani ihm irgendwann ein Bier angeboten und hat gesagt, nein, danke, er trinkt im Moment kein Bier, er hat sehr starke Rückenschmerzen und hat Medikamente, er kann keinen Alkohol trinken. Und in diesem Moment kam ein Gedanke in mir hoch. Wäre es nicht absurd, wenn dieser Mann kein Gebet von uns bekommen würde? Das wäre doch absurd. Ein Tag mit ihm auf dem Boot, ein Tag und wir reden nicht über Jesus. Er spürt nichts von dieser Liebe. Ich sage, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das wäre absurd. Das wäre absurd. Wir sind Salz und Licht, immer. Und long story short, irgendwann hatte ich dann ein Gespräch mit ihm, das war ganz natürlich. Und wenn du das ausführliche Gespräch mitbekommen möchtest, komm ans Basic Gospel Training. Aber long story short, wir hatten so ein schönes Gespräch. Er hat sich geöffnet, ich habe mich geöffnet. Ich habe ihm über Jesus erzählt, über Gott, der ihn liebt, dass Jesus für ihn ans Kreuz gegangen ist und hat sein Leben auf diesem Boot Jesus übergeben. Jesus übergeben. Und ich habe für seinen Rücken gebetet und er wurde geheilt auf diesem Boot. Und weißt du, das hat nichts mit mir zu tun. Nichts mit mir zu tun, wirklich nicht. Ich bin nicht speziell. Das hat damit zu tun, dass ich sagte, es ist absurd, wenn er nicht mit Jesus in Berührung kommen würde. Und ich bin Licht und ich bin Salz. Und als wir für ihn gebetet haben, er hat so einen Frieden gespürt. Seine Tränen sind ihm über die Augen gelaufen. Er hat gesagt, er spürt eine Liebe, wie er sie noch nie gespürt hat. Und jetzt stell dir einmal vor, wir wären dort auf diesem Boot gewesen und hätten gesagt, nee, wir sind heute für uns da. Wir sind einfach nett zu ihm. Wir sehen. Wir tun ein bisschen säen, oder? Und dann ist es auch gut. Ich sage nicht, dass wir immer mit Jesus in die Tür brechen müssen. Das ist nicht mein Punkt. Aber wenn das Fenster offen ist, wenn die Tür offen ist, müssen wir Jesus bekennen. Und nicht, stell dir vor, ich hätte wegen Menschenfurcht das Gespräch nicht gesucht. Was denkt er von mir? Who cares about Menschenfurcht? Ich möchte mein Leben nicht unter diese Fessel leben, sondern das machen, wozu ich berufen bin. Jesus mit guten Werken zu verkörpern und mit Wort zu bekennen. Salz und Licht zu sein. Amen. Ich möchte gerne jetzt beten für dich und für uns als Church, dass wir in diese Berufung reinfinden. Und wenn du merkst, du hast Mühe mit Menschenfurcht, dann kannst du das jetzt in dem Gebet ablegen. Und ich möchte dir das zusprechen, dass du in deine Berufung reinfindest. Und ich möchte für unsere Church beten, dass das ein Ort ist, der Strahlkraft hat. Nicht die Menschen verurteilt, sondern das Gute in ihnen zum Vorschein bringt. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, die Kraft deines Wortes.
Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, tu das, was nur du tun kannst. Erfülle du diese Church mit deinem Licht, mit deinem Salz. Erfülle uns mit deiner Gegenwart. Mit deiner Freiheit und deiner Freimütigkeit und deinem Mut, Farbe zu bekennen. Und Vater, dort, wo ich Menschen mehr fürchte als das, was du von mir willst, dort tue ich jetzt Buße. Ich möchte nicht, dass das Ansehen bei den Menschen mir wichtig ist, als das Ansehen bei dir. Und ich kehre um heute Morgen. Erfülle uns mit deiner Hoffnung, mit deinem Frieden, mit deiner Kraft und mit deiner Leidenschaft für dich, Jesus. Amen. Amen.